Ja, der Ralf hat, wir haben vor ein paar Wochen uns getroffen. Ich bin mit dem Mountainbike gerade bei ihnen vorbeigefahren. Dann habe ich einen Stopp gemacht. Und wir kennen uns schon seit etwa 30 Jahren hier in Basel. Und dann hat er gesagt, du, mir kommt gerade in den Sinn, hättest du eventuell am 10. Oktober Zeit bei uns zu predigen? Weil wir kommen gerade vom Camp heim und alle unsere Leute sind dann völlig ausgepumpt und erschöpft und ich bin vielleicht auch nicht da. Und ich habe zugesagt und er hat mir die spezielle Thema gegeben, dass er gesagt hat, mach doch etwas. Wir haben so eine Serie gehabt über meine Geschichte mit Gott. Und da bin ich gern drauf eingestiegen. Ich habe die jetzt im Gellert so noch nie erzählt, aber ich erzähle sie euch jetzt, meine Geschichte mit Gott. So ein paar Streiflichter, was mein Leben geprägt hat, wie Gott in meine Geschichte hinein gewirkt hat. Und ich habe gerade bei dem einen Lied, wo wir noch gesungen haben am Schluss, Debbie und der Bassist, genau, ist mir einfach nochmal so, dass mein Lebensthema eigentlich nochmal so sehr bewusst vor Augen war. I just want to be where you are. I just want to be near your heart. Also die Sehnsucht nach Gottes Nähe, die Sehnsucht nach dieser Beziehung zu Gott, das ist etwas, was mich eigentlich auch prägt, schon seit Jugend an. Ich habe aus dem Psalm 27 wahrscheinlich schon einige Lieder geschrieben und eins davon hat auch der Vers 4 drin. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen in dem Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen seine Freundlichkeit und mich zu freuen über ihn. Also die Sehnsucht, in den Kontakt mit Gott zu kommen, ist etwas, was mich von Kindheit her prägt. Ich möchte aber jetzt zum Anfang kommen. Am 7. Januar 1964 bin ich geboren in Winterthur. Ich hatte schon 2 ältere Schwestern und nachher noch eine jüngere Schwester dazu bekommen. Ich bin in einer Familienatmosphäre groß geworden, wo eigentlich von Liebe, von Wertschätzung, unterstützend geprägt war. Ich mag mich noch erinnern, dass wir häufig so Gute-Nacht-Geschichten gehört haben, manchmal auch biblische Geschichten. Und nach der Gute-Nacht-Geschichte haben wir mindestens 4 Kanon gesungen. Jedes Kind von uns hat zur Geburt den Eltern einen Kanon so eine Art zugeschrieben oder geschenkt bekommen. Und meine hat geheißen: Der Herr ist mein Schutz, mein Gott ist der Hort meiner Zuversicht. Hat man mit 3 Einsätzen singen. Ein Lied, das ich wahrscheinlich als Kind noch nicht wirklich verstanden habe, was ich da singe. Wir haben noch lustige Erinnerungen an die Kanon, wo wir erst im Nachhinein gecheckt haben, was die Worte bedeuten. Der Herr ist mein Schutz, mein Gott ist der Hort meiner Zuversicht. Also ein Lied, das bereits da in mein Leben hinein eine Spur gelegt hat. Als ich 7 war, sind meine Eltern von Freunden angefragt worden, kommt doch nach Mosambik. Da ist ein Missionsarzt, ein Chirurg, der einen Heimaturlaub macht. Und ihr könntet doch die Stelle, also mein Vater war Arzt, auch Chirurg, könntet doch die Stelle einmal für ein Jahr lang besetzen und wir könnten zusammen da in der Mission sein. Im Vertrauen auf Gottes Führung haben meine Eltern 6 Fässer voll gemacht mit Gepäck, mit Schulzeug, mit Kleidern und haben die geschickt nach Mosambik. Das ist etwa 3 Monate gegangen mit dem Schiff, bevor sie noch ein Visum hatten, überhaupt in das Land einzureisen. Und ich habe als Kind irgendwie hat mich das beeindruckt. Meine Eltern rechnen mit Gottes Möglichkeiten. Sie schauen nicht auf das, was Menschen möglich ist, sondern sie rechnen mit Gottes Möglichkeiten. So richtig bedrohlich ist Afrika bei einem Badeausflug geworden, wo wir ans Meer sind. Mein Vater ist mit der jüngsten Schwester auf dem Rücken ein bisschen rausgeschwommen und ist plötzlich in einen Sog gekommen, wo ihn zum Riff rausgezogen hat. Das Riff, das mit scharfen Korallen bestückt war. Und er hat gekämpft gegen den Strom und er war näher am Ertrinken gewesen, wo im letzten Moment plötzlich ein Afrikaner mit einem Rettungsring kommt in einer Bucht, wo eigentlich nur gerade ein Haus gestanden ist und sonst niemand herum war. Und der kommt mit dem Rettungsring und meine Mutter geht raus und mein Vater und die Schwester können gerettet werden. Das ist mir oder uns allen sehr extrem eingefahren. Gott kommt in einem Moment von der grössten Lebensnot und bringt einen Retter und rettet aus einer lebensbedrohlichen Not.
Nach dem Jahr in Mosambik war dann die Frage, ob der Einsatz in Afrika noch länger weitergehen soll. Wir haben verschiedene Missionsstationen angeschaut, Arbeiten, wo mein Vater rein konnte. Und dann war es spannend, wie Gott 3-mal, einmal in der stillen Zeit, einmal durch andere Personen, das gleiche Wort meinen Eltern gesagt hat. Und zwar ein Wort aus der Bibel, was heißt: Und der Herr sprach zu Jakob: Zieh wieder in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft. Ich will mit dir sein. Und aufgrund von dem Wort, von dem Reden von Gott, sind wir zurück wieder in die Schweiz, ins Land von unseren Vätern und sind nicht in Afrika geblieben. Das ist für mich extrem eindrücklich gewesen, dass meine Eltern von Gott hören und dass er uns leitet als Familie durch sein Wort, wo wir die nächste Phase verbringen sollen. Ein Jahr nach unserer Rückkehr aus Afrika sind wir dann nach Schaffhausen gezogen. Mein Vater hat dort eine Arztpraxis gestartet und meine Mutter ist in eine schwere Depression gefallen. Die ist über 7 Jahre gegangen und ich mag mich erinnern, wie ich oft froh war, wenn ich zu irgendeinem Freund spielen konnte, um dieser Atmosphäre, dieser Schwere irgendwie zu entkommen. Für mich war eigentlich immer klar, durch meine ganze Kindheit durch, dass Gott existiert. Das war für mich nie eine Frage, auch durch die verschiedenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber mit 15 Jahren habe ich gespürt, dass das Secondhand-Wissen mir nicht mehr reicht. Ich konnte nicht meinen Glauben auf den Erfahrungen meiner Eltern aufbauen. Und ich habe mir zutiefst im Herzen gewünscht, dass ich eine eigenständige Gottesbeziehung bekomme. Ich habe mich eher vielleicht so wie ein Enkelkind von Gott gefühlt, aber nicht wie ein Kind von Gott. Und ich habe gemerkt, ich möchte eine eigene direkte Beziehung zu dem himmlischen Vater aufbauen. Und in dieser Zeit bin ich so mit ein paar Jungs zusammen in einer Jungschau oder einer Pfadi-Gruppe gewesen. Und wir haben angefangen, miteinander die Bibel zu lesen, darüber austauschen und auch miteinander beten. Und da habe ich gemerkt, wie etwas angefangen hat zu wachsen in mir. Am Neujahrsmorgen, als ich 16 geworden bin, ist wie eine Frage, wo ich gerade aufgebrochen bin und eigentlich heimgehen. Wir haben dort so einen Gottesdienst zusammen gefeiert als Jugendgruppe. Spüre ich oder höre ich die Frage von Jesus in meinem Herz, wo er sagt: Bist du bereit, dein ganze Leben, deine ganze Zukunft mir anzuvertrauen? Und ich habe gemerkt, irgendwie so die Frage zu hören schon, hat mich so berührt, dass Gott mit mir rechnet, dass er mich anspricht, dass er mich einladet. Und ich habe nichts lieber wählen als das und habe mein Leben ihm anvertraut. Durch diesen Glaubensschritt hat sich wirklich etwas verändert in meiner Gottesbeziehung. Und ich bin eigentlich von einem Enkelkind von Gott zu einem Kind von Gott geworden. Etwa 2 Jahre später habe ich in einer Gebets- und Worship-Zeit, wo ich in meinem Zimmer oben war, allein, plötzlich eine extrem starke Erfahrung gemacht mit dem Heiligen Geist. Mein Herz ist fast explodiert vor Freude, vor Liebe zu Gott, von Anbetung. Und ich habe angefangen, in neuen Sprachen Gott anzubeten und ihm zu singen und ihm zu beten. Und es ist so rausgesprudelt aus mir. Und ich habe gemerkt, es hat nochmal wie eine neue Dimension in mein Leben mit Gott hineingebracht. Dass der Heilige Geist mein Herz so ausgefüllt hat und so zum Übersprudeln gebracht hat. Neben den täglichen Zeiten, wo ich dann angefangen habe, die Bibel zu lesen, mit einem guten Start und dann Orientierung, so die Bibellesehilfe vom Bibellesebund und Zeit im Gebet verbracht habe, habe ich schon als Teenager mir so spezielle Dates mit Gott immer wieder genommen. Da habe ich meine Gitarre geschnappt, nicht die, eine ältere, meine Bibel, mein Tagebuch, bin irgendwo an den Waldrand rausgefahren oder irgendwo auf die Wiese, wo ein Baum gestanden ist, bin auf den Baum hochgeklettert mit den Gitarren und so und habe ein paar Stunden dort oben einfach allein mit Gott verbracht. Die Leidenschaft für seine Gegenwart, die Sehnsucht, ihm nahe zu sein, ungeteilt mit ihm Zeit zu verbringen, ihn anzubeten, allein und auch mit vielen anderen, die ist da in dieser Zeit eigentlich so richtig geboren worden oder hat mich gepackt.
Und so habe ich oft auch eben die Bibel offen gehabt und die Gitarre in der Hand und habe angefangen, die Bibelstellen zu singen. Und so sind spontane Lieder entstanden, die ich nur einmal gesungen habe. Und es sind manche Lieder auch entstanden, die wir nachher in der Jugendgruppe und auch in Gemeinden zusammen gesungen haben. Im zarten Alter von 15 Jahren habe ich auch meine Frau, die Ursula, kennengelernt. Ich muss gestehen, dass ich eigentlich schon von Kind auf, von Baby auf fast immer ein Weiberheld war. Also ich bin ja auch mit 3 Schwestern gross geworden. Ich habe nichts anderes gekannt, als Mädchen um mich herum zu haben. Und es hat, glaube ich, kaum mal eine Zeit gegeben in meinem Leben, wo ich nicht irgendein Schätzchen hatte. So hat man dem dort gesagt, ein Schätzchen. Und als ich also im 2. Gimmi war, ist der Anfang des neuen Schuljahres im August. Nein, das war damals im Frühling, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls sind die neuen Schüler gekommen und vor allem die neuen Schülerinnen. Und für uns als Zweitgimmeler war es natürlich spannend, was kommen jetzt da für Mädels neu. Und wir sind so am Lichthof an der Brüste und haben runtergeschaut und haben den Mädchen Noten gegeben, die da durchgekommen sind. Und dann kommt sie in einem flippigen Röckchen, wehende Locken, barfuß, die 14-jährige Mädchen vom Dorf und hat mir das Herz geraubt. Ich habe gemerkt, dass mein Herz schneller geklopft hat, als ich heimkomme, sagen meine Schwestern, wir haben eine Freundin für dich gefunden. Und haben dann genau die Ursula beschrieben. Also sie sind sich auch schon einig gewesen, dass das die Frau für mein Leben soll sein. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich mit dem Nachbar von der Ursula im Ruderclub im gleichen Boot gerudert habe. Und einmal sind sie uns besuchen, die Familie von dem Ruderkollegen, und haben einfach die Ursula noch mitgebracht, in das Weingut, wo wir waren. Und das Peinliche an der Geschichte war das, dass ich, wo sie gekommen sind, oben am Rebberg hat es eine Sandgrube gehabt. Und ich habe jemanden dort oben in dieser Sandgrube gespielt, gesändelt, so Kugelbahnen gebaut, manchmal auch mit Sprengpulversachen gemacht. Und ich bin also dort am Spielen im Sand, wo die bezaubernde 14-Jährige mit meinem Bruderkollegen raufkommt und mich dort antrifft im Sand. Bald darauf haben wir uns dann befreundet, nicht im Sandhaufen, sondern in einem Jugendkeller. Ich habe sie dann mitgeschleppt in unsere Jugendgruppe und zum gemeinsamen Bibellesen, diskutieren, und sie hat schon bald dort zu einem lebenden Glauben an Jesus gefunden. Ursula und ich haben dann die Gruppe miteinander auch geleitet. Und ihr könnt euch vorstellen, so eine junge Freundschaft, 15-, 14-Jährige, dass da einiges auf uns zugekommen ist, auch einiges an Spannungen, gerade auch, wie sollen wir die Beziehung leben. Und uns ist von der Bibel her klar gewesen, gerade auch in Bezug auf die sexuelle Beziehung, Intimität, dass das eigentlich von Gott in eine verbindliche Ehe zwischen Mann und Frau geplant worden ist. Und wenn in unserer 7-jährigen Freundschaftszeit manchmal so die Leidenschaft das Feuer von der Leidenschaft aufgelodert ist oder auflodern, haben wir manchmal unter Tränen sind wir zu Jesus gekommen und haben gesagt, nein, wir haben dir versprochen, wir wollen warten. Und wir haben es auch einander versprochen, wir wollen warten. Und so haben wir einen Weg auch miteinander sind wir gegangen. Und Gott ist uns auch gnädig gewesen und ist uns beigestanden durch all diese Jahre durch. Ich denke, was auch geholfen hat, ist, dass wir gemeinsame Verantwortung haben für die Jugendgruppe. Und durch das auch gewusst haben, wir haben auch eine Vorbildsfunktion. Wir wollen nicht zusammen in die Ferien, wir wollen nicht beieinander übernachten und so weiter, um auch ein Signal zu setzen und auch zu sagen, schau, ich glaube, es lohnt sich zu warten. Einen festen Bezug zu einer Gemeinde haben wir in dieser Zeit nicht gehabt. Wir waren eigentlich so ein bisschen Gottesdienst-Hopper gewesen. Einmal, das ICF hat es noch nicht gegeben, wären wir wahrscheinlich auch vorbeikommen, mal bei den Baptisten, mal bei der Krishona, mal in der Landeskirche, wo es gerade gute Prediger hat. Aber meine geistliche Heimat war eigentlich in dieser Jugendgruppe und auch in der Jugendallianz. Die Jugendallianz war ein Zusammenschluss von Jugendgruppen aus verschiedenen Gemeinden. Und wir haben dort einen Chor gegründet, zusammen auch mit einem Freund von mir, mit dem Rolf, wo wir wöchentlich geübt haben, geprobt haben und dann mit diesen Liedern sind wir auf die Straße gegangen, auf den Platz gegangen von Schaffhausen, haben die Lieder gesungen, haben Zeugnis gegeben, haben predigt, haben mit Menschen geredet auf der Straße. Das ist irgendwie so eigentlich das, wo meine geistliche Heimat war.
Im Zusammenhang mit meiner musikalischen Entwicklung habe ich zunehmend eine Spannung gespürt. Eine Spannung, die entstanden ist eigentlich zwischen der Selbstdarstellung, die in der Musik ein Thema ist, und zwischen der Anbetung von Gott. Ich habe euch gesagt, eben mit etwa 16 habe ich angefangen Lieder zu schreiben und habe auch verschiedene Instrumente gespielt. Es hat bei uns die ein ganzes Arsenal von Instrumenten. Und ich habe einfach alles, was ich in die Finger genommen habe, probiert. Und wenn ich Musik gemacht habe, habe ich immer wieder auch erlebt, dass Leute mir irgendwie anerkennende Rückmeldungen gegeben haben, beeindruckt sind. Und das ist ja grundsätzlich etwas Schönes, wenn man Feedback bekommt für etwas, was man macht. Aber ich habe gemerkt, dass meine Motive, Musik zu machen und damit Gott anzubeten, getrübt worden sind von dieser Lust auf Anerkennung, von dem Wunsch, andere damit zu beeindrucken. Und es ist ein Punkt gekommen, wo ich irgendwie gerungen habe mit mir selber und auch mit Gott, wo ich gesagt habe, hey, wenn ich das nicht wegkriege, dass ich irgendwie den Stolz empfinde, wenn die Anerkennung kommt, dann höre ich auf, Musik zu machen. Dann lege ich die Gitarre weg. Und dann war es spannend, was Jesus zu mir gesagt hat. Hat er gesagt, du kannst deine Gitarre schon wegmachen, aber das wird das Problem von deinem Stolz nicht lösen. Und so hat er mir Mut gemacht, mach weiter. Und jedes Mal, wenn du spürst, wenn Gedanken oder Gefühle kommen von Stolz, dann bring sie zu mir. Ich kann damit umgehen. Und so ist ein Weg, eigentlich ein Trainingsweg mit ihm entstanden. Am Ende von meiner Schulzeit, von meiner Gimmi-Zeit, habe ich dann Gott bittet, mir doch zu zeigen, bis zum Ende der Sommerferien, was ich nachher machen soll. Ich habe verschiedene Interessen gehabt, verschiedene Möglichkeiten gedacht, ja, und ich kann einfach von Gott klar wissen, wo möchtest du mich haben. Und wirklich am letzten Tag von meiner Sommerferien kommt eine Art Katz, ein messianischer Jude aus Amerika, der Prophet war. Und er kommt zu uns in die Familie, hat meine Mutter kennt und erzählt von einer Prophetenschule, die er starten will in Minnesota. Und dann schaut er so zu mir und sagt, wäre das nicht etwas für dich? Und es war der letzte Tag der Sommerferien. Und ich habe gesagt, danke Herr. Ich habe es nicht genau so erwartet, aber das ist ein gutes Wort. Und so bin ich für ein knappes Jahr in seiner Lebensgemeinschaft gewesen. Und habe in dieser Zeit erlebt, wie die Freude und Liebe zu Gottes Wort nochmal eine größere Tiefe gewonnen hat. Und wie auch die Bedeutung der Gemeinde und was Gemeinde für eine Wirkung hat und für eine Aufgabe hat, mir eigentlich das erste Mal so richtig klar geworden ist. Wie wichtig das ist, Teil von einer lebendigen Gemeinde zu sein. Ich bin ein bisschen abgehoben aus dieser Zeit zurückgekommen. Ich habe gedacht, eine Ausbildung brauche ich jetzt keine mehr. Ich habe eigentlich das Jahr jetzt von Jüngerschaftstraining gehabt, Prophetenschule, was willst du noch mehr? Jetzt braucht die Welt das Evangelium. Ich gehe auf die Straße und ich werde irgendwie einfach jetzt für Jesus parat sein. Ich könnt euch vorstellen, meine Eltern sind nicht so glücklich gewesen mit dieser Entscheidung von mir oder mit dieser Entwicklung. Ich bin dann zuerst in die Rekrutenschule gegangen, also Militärdienst gemacht und das hat mich wieder ein bisschen auf den Boden von der Realität gebracht. Und ich habe in dieser Zeit dann entschieden, dass ich Theologie studieren will und bin so an die STH in Basel gekommen. Ursula und ich sind etwa 6 Jahre schon befreundet gewesen und schon bereits 1 Jahr verlobt, wo ich nochmal mit dem Art Katz, mit dem Propheten, so einen Missionstrip gemacht habe nach Ex-Jugoslawien. Und in dieser Zeit ist irgendwie das Wort von Paulus aus dem 1. Korintherbrief hat mich nochmal getroffen, wo er gesagt hat, es wäre eigentlich besser, ihr würdet allein bleiben und nicht heiraten, dann könnt ihr mehr für den Herrn bewirken. Und das hat mich irgendwie nochmal sehr bewegt, ob ich nicht unverheiratet bleiben sollte, um Gott besser und ganzheitlicher zu dienen. Ursula war in dieser Zeit in England und ich habe ihr dann am Silvesterabend telefoniert und habe so angefangen, meine Gedanken rauszubröseln, dass ich mir nicht mehr so ganz sicher sehe und so, wegen Heiraten. Und sie war irgendwie betroffen gewesen. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ihr da gegangen ist. Es hat irgendwo unsere Beziehung erschüttert. Sie hat nichts mehr gesagt. Sie hat nicht groß etwas können sagen dazu. Und sie hat auch 2 Wochen nachher keinen Ton mehr von sich hören lassen. Und das war eine Erschütterung, die mich sehr verunsichert hat.
und wo ich nochmal sehr viel gebetet habe auch. Und ich habe wirklich ungeteilt für Gott da sein. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich kann mir das Leben ohne Ursula nicht vorstellen. 2 Wochen später schreibt sie mir, und völlig untypisch für sie, schreibt sie in diesem Brief, übrigens, am 9. August heiraten wir. Ich war recht erleichtert gewesen, dass der Brief die Wendung genommen hat und nicht irgendwie einen ganzen Stopp oder so etwas bedeutet hat. 1986 haben wir geheiratet. Nach unserer Hochzeit haben wir gemeinsam eine Gemeinde in Basel gesucht und wir haben gedacht, wir gehen mal an verschiedene Orte schauen und hören und beten, dass Gott uns zeigt, wo unser Platz ist. Und wir sind in die erste Gemeinde gegangen, Hausgemeinde Riechen damals, Jens Kaldewey hat die gegründet und wir sind in den ersten Gottesdienst gegangen und haben gewusst, das ist unser Platz. Wir sind keine einzige andere Gemeinde mehr anschauen. Gott hat so klar gesagt, da gehören wir ran. Nach dem abgeschlossenen Studium bin ich dann in dieser Gemeinde auch angestellt worden. Sie hat unterdessen Regiogemeinde Riechen geheissen oder Riechenweil. Ich hatte dort als Musik- und Jugendpastor meine erste Stelle gehabt. Dann im 1994 ist ein spannendes weiteres Projekt in unser Leben hineingeflattert. Wir haben ein grosses Haus gesehen, freistehendes Haus in Riechen, unterhalb vom Bayerler Museum, so in einem Wäldli, und haben gedacht, das wäre ein mega toller Ort, um eine Lebensgemeinschaft zu gründen. Kleine Kinder, ganz erst frisch gestartet als Familie. Und Gott hat uns irgendwie das aufs Herz gelegt. Und so haben wir gestartet mit Bruno und Bea Wallvogel zusammen und 2 weiteren Personen mit einer Küche und einem Bad in dem schönen grossen Haus eine Lebensgemeinschaft zu gründen. Es war ein grosser Schritt für uns als Familie, in so eine abenteuerliche Lebensgemeinschaft hineinzugehen. Während diesen 22 Jahren, wo wir dort gelebt haben, sind wir mit über 25 Personen über länger oder kürzer in diesem Haus zusammen gewohnt. Wir haben eine Art wie so eine erweiterte Familiensituation immer gehabt. Da sind Studenten gsi, die vorübergehend da gewohnt haben. Da ist jemand aus einer psychiatrischen Klinik mal gekommen, der eine Übergangslösung gesucht hat. Da ist jemand aus einer Drogenrehabilitation gekommen, der gemerkt hat, er braucht nochmal wie Familienanschluss. Wir haben 2-mal auch Teenager aufgenommen, die wir als Pflegesöhne dann in unsere Familie mit integriert haben. Und viele andere. Eine war noch eine alleinerziehende Mutter mit einem 3-jährigen Bub. Sie hat eigentlich nur etwas gesucht für 3 Monate, weil sie ihre Wohnung nicht übernehmen konnte. Und dann ist es aber ein Jahr daraus geworden. Und so haben wir sehr spannende Erlebnisse und Erfahrungen gemacht. Da sehen wir ein paar von diesen Mitbewohnern. Eine schöne Rückmeldung hat mir einer der Mitbewohner mal gegeben. Der ist aus einer Scheidungsfamilie gekommen, selber, und hat gesagt, weisst, es war für mich so ermutigend gewesen, dürfen einfach zuzuschauen, wie ihr Ehe lebt, wie ihr eure Kinder grosszieht. Und das hat mir Mut gemacht, jetzt auch selber eine Ehe zu gründen oder eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen. Und das war für mich eines der schönsten Rückmeldungen gewesen. Einfach können durch unser Leben teilen, jemandem Mut zu machen, Schritt ins Leben hineinzugehen. 1994, ich weiß gar nicht, ob das Datum stimmt, irgendwie ist da etwas, glaube ich, durcheinander gekommen. Ist egal. Bei meinem zweiten, ist 1994 gewesen. Bei meinem zweiten CD-Projekt, ich habe gerade eines vorgestellt heute Morgen, das die Jungen gemacht haben, damals, wo wir eben vor 25 Jahren, ist das ein bisschen komplizierter gewesen mit so Aufnahmen. Man hat noch ein Studio gehabt mit Bändern, das ist alles teuer gewesen. Man hat Studiostunden müssen mieten und so weiter. Und ich habe bei dem zweiten Projekt mit englischen Musikern zusammengearbeitet und die Kosten sind völlig aus dem Ruder gelaufen. Wir haben gedacht, ja, das wird sich irgendwie dann schon verkaufen. Es war so ein bisschen Anfangszeit von Worship-Alben im deutschsprachigen Raum. Und wir haben aber einfach nicht so gut verkauft, wie wir erwartet haben. Und ich bin am Schluss mit 30'000 Franken Schulden da gestanden. Ich glaube, es war wahrscheinlich die erste so richtig tiefe Krise für mein Leben, wo ich das Gefühl hatte, hey, wow, bis jetzt habe ich das Gefühl, es ist so auf der Sonnenseite verlaufen und jetzt 30'000 Schulden und ich habe nicht gewusst, wie ich das zurückzahlen könnte. Und ich habe an mir selber gezweifelt, ich habe auch an Gott gezweifelt. Ich habe gesagt, warum hast du mich da
reinlaufen lassen? Warum hast du mich nicht gewarnt? Stehst du überhaupt zu mir? Mit der Zeit ist die Anklage zur Ruhe gekommen. Ich habe gemerkt, allmählich habe ich wieder Vertrauen gewinnen zu Gott, aber das Geld hat immer noch gefehlt. In dem gleichen Jahr war Ursula schwanger mit unserem 3. Kind, mit der Sarina. Und bei einer Untersuchung, Ultraschalluntersuchung, hat man festgestellt, dass das Kind könnte mit einer Beeinträchtigung oder mit einer Behinderung auf die Welt kommen. Ihr könnt euch vorstellen, das hat uns natürlich sehr beschäftigt als Eltern. Es ist dann zum Glück 2 Wochen später die Entwarnung gekommen. Und wir haben aber gleich nicht recht gewusst, was jetzt da rauskommt. Und wir sind so dankbar gewesen, als die Sarina dann am 22. Juni auf die Welt kam, ist gesund. Und sie ist Lehrerin geworden unterdessen und eine leidenschaftliche Anbeterin auch. Einige Tage nach der Geburt von unserer Sarina gehe ich am Briefkasten. Ich bin eigentlich sonst nicht so oft selber leeren, aber ich bin dort am Briefkasten leeren. Nehme einen Brief raus, mache den auf, noch beim Briefkasten und traue meinen Augen nicht. Da war ein Scheck drin und auf dem Scheck ist gestanden 30'000 Schweizer Franken. Auf einmal. Ich bin dort gestanden, ich habe nicht gewusst, ob ich brüllen soll, ob ich lachen soll. Es ist einfach so eine unglaubliche Dankbarkeit, die mein Herz erfüllt hat. Ich habe gesagt, Gott, du stehst wirklich zu mir. Das war genau der Betrag vom Defizit. Und ich bin so dankbar, wie Gott mich da rausgehauen hat. Das Kapitel vom Vaterwerden, die Geburt von unserem Kind, hat nochmal ein Kapitel in meiner Gottesbeziehung aufgeschlagen. Ein wichtiges Kapitel. Ich habe angefangen, Gott mehr noch als Vater kennenzulernen. Ich habe gespürt, wie er sich offenbart, auch durch die Beziehung, die ich jetzt da mit diesen kleinen Wesen habe. Man denkt so unglaublich, so brüllende, lachende, in die Windeln schiessende, furzende, göpsende, kleine Wesen, die noch kaum irgendwie Beziehung zu dir aufnehmen können. Und es ist so eine Liebe und so eine Hingabe, wo mein Herz erfüllt hat zu diesen Wesen. Wo die Wesen dann ein bisschen älter geworden sind, Teenager geworden sind, ist aber nochmal eine sehr starke, emotional herausfordernde Zeit für mich gekommen. Die Auseinandersetzung über Werte und Normen, die wir ihnen vermittelt haben, das habe ich gemerkt, dass ich oft wie so ein Pharisäer irgendwie ihnen begegnet bin. Ich habe, wenn es um Ehrlichkeit gegangen ist, wenn es um Respekt gegangen ist, um Umgang mit Alkohol, mit Rauchen, mit Sexualität und so weiter, oft so eher ihnen versucht, ins Gewissen zu reden oder versucht, sie an die Werte zu erinnern und das ist nicht gut gekommen. Gott hat angefangen, mich anzuleiten, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, mit der moralischen Instanz aufzutreten, die sagt, was in der Bibel steht, was geht und was nicht geht, sondern von ihm zu lernen, Vater zu sein. Vater zu sein und auch Freund zu sein und Brüder zu sein. Ich habe in dieser Zeit sehr viel gekühlt, gebetet, gefastet, wenn die Kinder eigene Wege gegangen sind. Und Gott hat mich sehr viel über seine grosszügige Liebe gelehrt. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn hat mich in dieser Zeit eigentlich ständig begleitet. Und Gott hat angefangen, mich zu lehren. Schau, wie macht es der Vater in diesem Gleichnis? Wie verhält er sich? Und ich habe gesehen, der Vater gibt dem jüngeren Sohn alles. Alles. Er lässt einfach los. Alles, was er hat, gibt er ihm. Er lässt ihn ziehen, ohne sein Herz zu verschliessen. Ohne sich abzuwenden, lässt er ihn los. Verstehst du, du kannst auch jemand sagen, ja, dann gang halt und machst es so, oder? Und ich habe gemerkt, wie Gott sagt, nein, lass los und bleib zugewendet. Und der Vater im Gleichnis haltet ja Ausschau nachher, bis der Sohn zurückkommt. Tag für Tag muss er dort gestanden sein und gewartet haben. Und wenn er kommt, steht er mit offenen Armen da. Heisst ein Willkommen. Kein Vorwurf, keine Bewährungsfrist. Einfach nur Liebe. Ich glaube, ich bin bis heute an dieser Lektion dran und bin auch Gott dankbar für sein Wirken an meinem Herz. 2004
habe ich die Hauptverantwortung für die Regiogemeinde damals an einen Mitältesten übergeben. Und einer der Mitältesten sitzt auch da. Der Roger Gisling ist zu selber Zeit auch mit in der Regiogemeinde mit mir in der Leiterschaft gewesen, Tina auch. Und es war aber nicht er, der es übernommen hat, sondern ein anderer, der die Hauptverantwortung übernommen hat. Und ich bin aber als Pastor noch dort geblieben. Und dann sagt der andere zu mir nach etwa einem halben Jahr: Du, es funktioniert nicht, solange du da bist, kann ich die Gemeinde nicht leiten. Entweder du musst die Leitung wieder übernehmen oder du musst gehen. Und das hat eigentlich einen Prozess in dieser Zeit, einen schmerzhaften Prozess auch in Gang gesetzt, wo deutlich geworden ist, es ist Zeit zum Gehen, es ist Zeit zum Loslassen. Ein Freund hat uns damals das Wort gegeben: Wenn du das Alte nicht loslässt, dann kann das Neue nicht kommen. Solange du am Alten festhältst, hast du die Hände nicht offen fürs Neue. Mit 40 habe ich zum ersten Mal im Leben Bewerbungen geschrieben. Für andere etwas vom Normalsten wahrscheinlich. Bewerbungsgespräche geführt, Probepredigten gehalten und so weiter. Das war spannend, aber auch emotional extrem anstrengend. Ich habe nicht gedacht, dass so eine Bewerbungsphase so viel auch Kraft kostet. In dieser Zeit habe ich ein Lied geschrieben und das möchte ich gerne mit euch teilen. Es ist ein Lied, das nochmal etwas von diesem Weg zum Ausdruck bringt, von dem Ja zu Gott, von dem Vertrauen, wo gewachsen ist in meinem Herz, auch in Zeiten, wo ich nicht durchblicken kann, wo ich nicht durchsehe. Ich möchte es gerne für euch singen. Die es kennen, dürfen natürlich mitsingen. Ich will dir vertrauen, auch wenn ich den Weg nicht sehe. Ich will dir vertrauen, wenn ich wie im Nebel gehe. Ich will dir vertrauen, weil dein Wort verlässlich ist. Du gehst mir voran in der Finsternis der Nacht. Du gehst mir voran, bis der letzte Tag erwacht. Du gehst mir voran, weil du der gute Hirte bist. Ich halte mich im Glauben an dein Wort und laufe voller Zuversicht mit dir voran. Denn du, Herr, bist mein Hirte und mein Gott. Und du führst mich auf sicher Lebensbahn. Ich halte mich im Glauben an dein Wort und laufe voller Zuversicht mit dir voran. Denn du, Herr, bist mein Hirte und mein Gott. Und du führst mich auf sicher Lebensbahn nach deinem guten Plan. Auf sicher Lebensbahn nach deinem guten Plan. In diese Zeit hinein ist dann die Anfrage von der Gellerkirche, wo sie gesagt haben, könntest du dir vorstellen, für ein Jahr bei uns mitzuarbeiten? Wir haben gerade einen Alpha-Life-Kurs mit 80 Teilnehmern. Wir wissen nicht, wie wir die Leute integrieren können. Wir brauchen jemanden, der uns hilft. Und so bin ich in die Gellerkirche gekommen und bin seit 16 Jahren jetzt dort in der Mitarbeit und
freue mich sehr, Teil dort vom Team zu sein. Meine Beziehung zu Gott, ich möchte nochmal jetzt abschliessen. Die Beziehung zu Gott ist eigentlich von diesen täglichen Gesprächen, vom Gebet, vom Lesen in der Bibel, vom Hören auf das, was er mir persönlich sagen will, prägt. Ich treffe mich auch wöchentlich mit einem Freund, wo wir austauschen zusammen und wo wir beten füreinander. Das ist für mich auch so ein wichtiger Punkt, können mit jemandem total transparent und offen sein über alle Themen. Und natürlich verbringen auch Ursula und ich regelmäßig Zeiten, wo wir austauschen, wo wir beten füreinander und auch gemeinsam einstehen für verschiedene Menschen und Anliegen. Nach wie vor ist ganz eine wichtige Tankstelle in meinem Leben, aber in der Gottesbeziehung, die speziellen Dates mit Gott. Manchmal nehme ich mir einen halben Tag, manchmal nehme ich mir einen ganzen Tag, am liebsten mit Übernachtung, wenn in der Nacht redet Gott einmal auch nochmal speziell. Und ich nehme einfach nur meine Bibel mit, mein Tagebuch, meine Gitarre, vielleicht manchmal sonst noch eine Flöte oder etwas und verbringe Zeit in seiner Gegenwart. Und ich merke, das sind so stärkende Zeiten. Ich komme jedes Mal beglückt zurück. Nicht jedes Mal redet Gott so, «Pah!», aber ich weiß, ich bin in seiner Gegenwart und es hat wohlgetan. So wie meine Beziehung zu Gott, so lebt auch die Beziehung zu meiner Frau von den aufmerksamen Gesprächen, vom interessierten Zuhören, von der Bereitschaft, meine Gedanken, meine Gefühle mit ihr zu teilen, vom gemeinsamen Lachen, vom gemeinsamen Brüllen und auch vom gemeinsamen Beten. Sie ist mir in diesen 42 Jahren von unserer Freundschaft, in diesen 35 Jahren Ehe, zum vertrautesten Mensch geworden, zur Weggefährtin, mit der ich alles teilen kann. Warum erzähle ich euch das am Schluss nochmal? Vor 20 Jahren ist ein Gemeindeglied auf mich zugekommen und hat gesagt, ich habe den Eindruck, dass deine Frau zum Götz geworden ist in deinem Leben. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe gerade ein paar Gesichter gesehen, genauso ist es mir auch gegangen. Ich habe gedacht, was bist du für ein frecher Sieg? Was getraust du dich, so etwas zu sagen? So etwas nur schon zu denken und das noch auszusprechen? Und ich bin empört heimgegangen und Gott hat angefangen, zu meinem Herz zu reden. Und hat gesagt, da ist doch etwas dran. Wenn du deine Freude, deinen Trost zuerst bei deiner Frau suchst, zuerst bei der Ursula suchst, bevor du zu mir kommst, dann bekommt sie einen Platz in deinem Leben, wo eigentlich mir zusteht. Und an das muss er mich bis heute noch immer wieder mal erinnern. Gott selber ist die Quelle von meinem Leben. Ich merke es, wenn ich meinen Durst bei meiner Frau versuche zu löschen oder bei der Musik oder in meiner Arbeit oder in einem Hobby oder so. Es funktioniert nicht. Die tiefste Sehnsucht nach Leben, nach Liebe, nach Annahme, nach Bedeutung komme ich nur bei ihm über. Und das ist die Botschaft von meinem Leben, meine Geschichte mit Gott. Und ich hoffe und bete, dass auch deine Erfahrung ist oder wird, dass du die grösste Erfüllung, das grösste Geschenk vom Leben, das was dich sättigt, bei ihm kannst finden. Amen.